über Kindermund und die Erbmachte. Kinder haben neben vielen anderen Begabungen auch die, ihre Eltern durch allerlei Aussprüche in peinliche Situationen zu bringen. In manchen Familien hält sich diese Kinderbegabung in engen Grenzen, weil dort der Nachwuchs darauf trainiert wird, dass gewisse Sachverhalte nur den Kern der Kleinfamilie etwas angehen. Da Kinder sehr lehrenbegierig sind, hat schon ein Kleinkind in solchen Familien heraus, was die Oma wissen darf, der Opa aber nicht. Und was vor Tante Lilo, aber nicht vor Tante Anna gesagt werden kann. Es soll sogar vorkommen, dass Mütter Kinder dazu verhalten, von einer Sache vor dem Papa nichts zu sagen. Und Väter den Kindern beibringen, dass die Mama davon jetzt nichts zu wissen braucht. Der ambitionierte Erzieher jedoch scheut solche Anweisungen, weil sie ihm unaufrichtig erscheinen. So, sagt er sich, kann man ein Kind nicht zu aufrechter Ehrlichkeit erziehen. Mit dieser Ansicht hat der ambitionierte Erzieher natürlich recht. Doch müsste er, um sich vor Peinlichkeit zu schützen, andauernd vor dem Nachwuchs die Zunge im Zaum halten. Und wer kann das schon? Meistens ahnt man ja gar nicht, wo der Nachwuchs unbedacht reden wird. Man hütet sich vor dem Kind von den 5 Krediten der unverzollten Kamera, dem Verdacht gegen Onkel Otto und der Erbschleicherei bei Großtante Emma zu reden. Aber dann melden sich Onkel Otto und Großtante Emma für den Besuch am Sonntag an und der Papa fragt, wann kommen denn die 2 alten Lemuren? Das Kind hört dies und fragt wissbegierig, Papa, was sind Lemuren? Der Papa sagt, so genau wisse er das auch nicht, holt, weil man den Wissensdurst von Kleinkindern stillen soll, den Lexikonband Cribis Mace, blättert und spricht dann, Lemure, liebes Kind, kann zweierlei bedeuten. Entweder ist eine Lemure ein altrömisches Gespenst oder ein Halbaffe. Wie soll der arme Papa denn ahnen, dass sein lernfähiger Sohn am nächsten Sonntag den Blick starr auf Erbtante Emma richten und von dieser nach dem Grund seines intensiven Blickes gefragt antworten wird, weil ich schauen will, ob du ein altrömisches Gespenst oder ein Halbaffe bist.